als wir das gleichen oder nicht. Jesus wird kommen und das wird bald sein. Sind wir rein? Je weet in de kamer een beetje wat in de lucht hier. Dit is een bijzonder ding hier. En ik wil een klein beetje gebruiken als een bijspel. Dit is een fernglas. Wist je dat? Een fernglas. Wanneer ik dus dit wil aanstellen, dan kan ik je design. Maar ik weet wat daar ganz hängt aan. Dit is een ganz kleines Vergleichnis, wo groot ons hemelse Vader is. Die kon so weit kijken, ganz dort, wo Moses war, wo der geschaffen hat. Maar ich Adam und Eva kon het zijn. Die kon ook verwärts kijken. So weit auf. Maar dit kon bloß een klein Ängstje. Kan je me verstaan? Ons hemelse Vader is zeer groot en zeer sterk. Die heeft zeer fijne ogen. Die heeft ons ook alle een klein beetje van dat gegeven. Zo, met dat wil ik gleich ons een beetje wo handleiden. Eerstlich heeft ons hemelse Vader ons gemerkt. Ganz von Anfang. Wenn ihr in der Bibel durchhauen, ich will gleich ein paar Versen lesen für uns. Ganz zu Anfang in der Bibel haben wir dort alle vielleicht gelehrt, dort ans himmlische Vater von an, alle Sachen zu merken. Und dann dort eigentlich steht, in 1. Moses, ging da was sehr Interessantes an. Und dann seht, jetzt in 1. Moses, Kapitel 1, den 26. Vers und den 27. Und dann seht Gott, weil wir Menschen merken, die so als wir sind, als in uns liegen. Lut an Macht haben über die Fisch und Meer, über die Vögel und die Luft, über das Vieh und die wilden Tieren und über alles, was du kriegt. Und Gott mögt Menschen, die so werden als Hij, nur seinen Plan. Hij mögt Mannsmensch und auch Frühmensch. In diesem Vers kann ich das klar sein, ans himmlische Vater, der sagt, laut uns Menschen merken. Warum sagt er du uns? Dort sagt du, dort redet du von der Dreieinigkeit. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die Dreieinigkeit, wie all du, wir habt wir. So groß Gott ist. Wir können das nicht korrekt verstehen, aber das sind drei in eins. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Kann ich mich verstehen? Das ist sehr wichtig, dass wir das dort an sein. Wir stehen als ganz biblisch. Und ich glaube von der, wo wir dort hier ganz klar sein, wo Gott uns gemerkt hat, ganz von Anfang. Aber was ihr so uns gemerkt habt, so sind Plan wir, dort wir wollen nie nicht krank worden, wir wollen nie nicht mehr sterben, wir wollen ein feines Leben haben. Wisst ihr das? Aber wir Menschen haben das ganz zwei Gebrechen. Und da wollen wir auch ein bisschen von lesen. Das ist traurig. Wenn wir da nur 2. Moses gehen, 2. Moses, Kapitel 2. Nee. 1. Moses, wir sind ein bisschen verdreht. 1. Moses, Kapitel 2. Da sagt es das. Und Gott, der Herr, formt
einen Mensch von Erde und pust den lebendigen Udem in dem seine Näs nahm. Und er ward ein lebender Mensch. Wat je den Udem, wat Gott in uns nannt, pusten deed, dort leeft für immer. Sie, du sind sehr viele Menschen auf dieser Erde, die können das dort nicht an sein. Wir Menschen, wir haben einen Anfang, aber wir haben kein Ende. Wie der Udem, was du wort in uns nangepust. Wie Gott sagt, lasst uns Menschen machen nur unser Likeness. So nun sind wir so ein bisschen so als Gott. Wir sind nicht krank so als Gott. Und wir wollen auch nicht ein Gott sein. Aber wir haben dort Leben gekriegt, was nicht wird ab hier. Und das ist, was mich interessiert. Sehr interessiert. Dann waren wir noch nur 1. Moses, Kapitel 3 gehen. Und dort steht 3 Report. 1. Moses, Kapitel 3. Du hast auch was sehr interessant. Wir wissen in der ganzen Geschichte, Gott hat zu Adam einfach gesagt, je kann von all diese Frucht und diese Bäume hier eten, du hast alles verjüngt. Aber du hast einen Baum, davon sollst du nicht eten. Und was tun Adam und Eva? Und der Früh sagt dort, dass die Frucht gut leidt. Dort meint, die Früh wird bei den Baum und kickt die Frucht an. Warum hast du erhabt? Das soll unterwegs sein, vielleicht nicht. Aber die kickt das an und sagt, dass die Frucht leicht Geschmack. Fein zu eten und dort der gut zu eten wir. Und dort der einen kann was Verständnis geben. Ist der bei sich Feind hat auch was vergelernt. Dann nahm sie von der Frucht und eit. Und gab einen Mann auch und der eit auch. Bad, der Mann und der Früh wären ungehorsam geworden. Weißt du, da war mal ein Mann, da war ein Prediger, der hat einen Mann besucht. Und der Mann hat gesagt zu dem Prediger, ich will dort nicht getan haben. Wenn ich da wie war, ich will dort nicht getan haben. Nun müssen wir hier schweigen und unser Gottes einmal dort Krüge drehen und alles und krank werden und dort gehen und alles und verschiedene alle Sachen. Der Mann, der war sehr mutlos. Der sagt, zu diesem Prediger, er würde dort nicht getan haben. Dann sagt der Prediger, ich glaube, du wirst. Sagt der Mann, nee, ich würde dort nicht getan haben. Ich würde nicht von der Frucht gehen. Dann sagt er, okay, dann war wir das dort. Du glaubst, du wirst das nicht getan haben. Ich würde dir mal was geben. Der gibt es einen Mann ein kleines Toastje. So wir fein gebackt. Sagt zu dem Mann, der Prediger sagt zu dem Mann, nimm das Toast in die Haus. Sag doch, du auf den Dasch nimm, du wo die fröstlichen Marach und Onkel säten das. Sag ihm, du auf den Dasch nimm, lass ihn du bloß da, für ein Werk. Aber ein Ding kostet ankicken, kostet anscheren, kostet noch ein bisschen abheben, aber die kostet nicht aufmerken. Das ist ganz leicht. Das kann ich fan. Nehmt ihr das in die Haus und dann steht das fertig. 7 Tage. Wie das fertig uit een vrijstuk middag en check dat aan, schiet een beetje aan, hoeft een beetje op. De letter toe voor de eerste 2 deel. Dan zo bij de 3e dag, dan werd al zo nieuwsgierig. Wat hast du bent? En dan maar eenmaal met weg daar nog, maar eenmaal dacht hij zo, hij wordt zeer apostel, wat er opmerkt. De prediger wordt het niet weten dat hij opgemerkt had. Hij merkte plus een klein beetje op. En dan komt er de bier uit je vleeuwen en de bier weer weg. Dan merkte hij schwint aan. Wacht bij de weg bij de eindkwam. Bracht hij doos trainen door de prediger. En de prediger merkte doos op. Kijk maar, dat is geen bier. Du hast het opgemerkt. Ja, ik heb.
du habe je sein. Wenn jemand immer wollen sagen, die wollen noch nicht getan haben, die wollen kriegst du dann je Wasser. Aber so steht das dort. Aber du wieder treue, wo Gott seine Gemeinschaft mit den Menschen wieder getrennt. Die sind in keinem dieser Welt dann. Und die brachten mit sich Krankheit und verschiedenste Sorten. Und von der Zeit an fangen Menschen an zu sterben. Der Körper, was sie haben, das fängt dann an zu sterben. Bis die Adam und Eva, die leben nach mehreren Jahren noch her, aber die werden all gestorben im Geistlichen. Bis die Sünden wir nu angekommen. Geistlich werden Adam und Eva kurz gestorben. Und die Gemeinschaft mit Gott wird sich getrennt. Okay, so. Dann wollen wir doch mal ein bisschen denken. So steht wieder der Umfang. Und so sagt mit dem Fernglas Wiesenheit, Gott kann durch Kraft durch uns handkicken. Bis Gott will, dort alle Umfang. Gott ist einmal gewasst und wird auch einmal sein. Das ist ein Ring, ein Fingerring. Du hast keinen Umfang und kein Eng. Das ist Gott. Aber wir Menschen, wir haben einen Umfang, aber wir haben kein Eng. Aber ich glaube, wir wissen das auch. Wollen wir nur noch mal ein bisschen mehr sein hier. Das Leben, was wir gekriegt haben, ist ein Geschenk von Gott. Was wir damit tun, ist dann uns Geschenk, was er trägt zu Gott. Weil Gott hat uns die Gelegenheit gegeben, zu gehorsam zu sein oder ungehorsam zu sein. Und das wissen wir auch, nicht? Einmal sind wir gehorsam, einmal sind wir nicht. Aber so leben wir jeden Tag. Wir leben jetzt wieder. Aber weißt du, nu in dieser Zeit, ich weiß nicht, ob Sie mal haben, nur gehört im Radio, oder Sie haben nur gelesen, was passiert in dieser Welt. In Ukraine, mit dem Krieg und viele andere Dinge. Da sind so viele Menschen, die in Trouble sind. Da ist so viel Ungehorsam in der ganzen Welt. Das ist hier, das ist auch alle. Aber die Bibel hat was sehr Interessantes für uns. Und du willst nun ein bisschen handkicken. Wir leben in einer Zeit, wo wir nur was lernen. Wie als christliche Menschen. Wir lernen nur was sehr Interessantes. Und du willst von lesen. Wenn wir mal alle nur 1. Thessaloniker, Kapitel 4, von 13 bis 18, will ich das Wort lesen. Der Apostel Paul hat das geschrieben, und der sagt es das. Brüder, wir wollen die nicht im Anklagen luten über die all gestorben sind. Dort die nicht trüren brücken, so als die keine Hoffnung haben. Weil wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und von dort abgestanden ist, wird Gott durch den Herrn Jesus und mit am Tod auch die nur sich nehmen, die all angeschlossen sind, die wird gestorben sind. Das sei wie mit Jesus seine eine wird, dass wir, die durch leben, dort uns, die würden nicht nach leben, und, wo ist ich? Oh ja. Das sei wie mit Jesus seine eine wird, dass wir, die durch leben und bleiben, aber der Herr weiterkommt, wollen die nicht vorabkommen, die all angeschlossen sind. Wollen, so soll sagen das hier, wollen die nicht vorabkommen, die all angeschlossen sind. Der Herr wird selbst vom Himmel heraufkommen und Lüd sein
was passieren soll. Der höchste Engel wird ropen und Gott seine Posaun wird geblust worden. Dann wurden die am Glauben an Christus seilig gestorben sind, zuerst abstoßen. Dann, wo wir, die wir leben und geblieben sind, zugleich mit ihm auf die Wolken mitgenommen worden und unseren Herrn begegnen. Und dann, wo wir immer bei ihm sind, mit dieser Welt, treist sind aneinander. Ich weiß, wir sind Druck. Wir tun alle Sorten, jeden Tag. Wir stehen ab, wir haben Plans, wir merken das, wir tun dort. Ein Tag wird das alles sein. Und die Stunde, die Minute, die Sekunde, weiß bloß Gott allein. Liebe Geschwister, Brüder und Schwestern, die Zeit kann nu, krank nu passieren. Wir sind in der Zeit, wo Jesus war, wird kommen und seine Menschen nur arm holen. Das ist biblisch. Das sagt mir reich, die werden gestorben sein, die werden erst abstehen, und dann die werden danach lebendig sein, gläubig sein, haben sich bekehrt, sind wiedergeboren, die werden dann mit der Taub Jesus antreffen in der Wolken. Und der wird dann anstatt in Haus nehmen. Die Zeit wird kommen. Als wir das gleichen oder nicht. Jesus wird kommen. Und das wird bald sein. Sind wir rein? Haben wir eine Gemeinschaft mit Gott? Haben wir uns all bekehrt? Haben wir unsere Sünden bekannt? Wir lesen hier kurz, wo Adam und Eva die Sünden in diese Welt angebracht haben. Durch ein, so Adam und Eva, durch die erst die Sünden in diese Welt angekommen. Aber durch Jesus sind die Sünden wahrgenommen. Aber bloß für die, die wird sich bekehren. Das habe ich auch fertig gehört, dass wir das sollen tun. Aber einzig der Glauben, ich will bloß warten. Ich will warten bis morgen. Wo weit wir dort wir morgen wollen leben? Wir wollen gleich. Wir weiten dort gleich. Bloß Gott weit. Wer von hier erstmal in einem Accident gewesen? Damit muss ich Ihnen hinweisen. Wer ist mal in einem sehr dummen Accident gewesen? Gejagt und boom. Wo sich passiert dort? Hat einer noch Zeit, du noch abknallst für Gott, unsere Sinne zu bekennen, habe ich Zeit, dort zu tun? Du hast keine Zeit. Dort ist vorbei. Na, maar einmal sagen, dort geschlagen. Der Körper. Aber der Uden, was du bannest, der lebt wieder. Gleich mir dort. Sei wir rein. Haben wir uns so bekehrt? Ich will Ihnen ein Ding sagen. Ich habe den Tod auch für euch gekriegt. Sei dich bei. Und ich glaube, ihr habt auch. Mit der Arbeit war ich gestartet heute dort in Afrika mit meinem Airplane. Bloß eine kleine Geschichte. Ich flüchte einmal. Und dann wird das Gewitter sehr schlag. Und dort war dunkel. Dort war düster. Und ich flüch durch in der Luft. Mit meinem Airplane, mit einem sehr wichtigen Doktor mit mir mit. Der ganz beste Doktor, was wir dort Land hatten, der wir mit mir mit. Bloß da und ich, allein. Mit einem kleinen Airplane flogen wir durch. Wir flogen durch nach Haus, wo wir wohnen, durch das Hospital. Aber das Gewitter wird so schlag, so dumm und so dunkel, dass wir gerade durch in der Gegend, wo ich mich so saßen. Und ich will Ihnen sagen, mein Doktor, da wir ein gläubiger Mann, der glaubt an Jesus, der wird heute sterben.
ich glaube, ich wäre recht gestorben. Dort wäre kein Trouble. Aber wir wollen uns lebendig holen. Wie der Doktor, wir seien ja wichtig für diese Menschen, was der halten deed. Und ich da mal beten, ich anfange zu fliehen. Und Gott wieder mit uns, dem wieder. Und ich flüge in das dunkle Nahen, dort Regen. So sehr, dort spät sich so einer, der mit den Armen durchschaden, uitgeiten. Dort porscht alle Wegen. Und dort wird dunkel. Und ich hatte bloß ein kleines Airplane mit einem Motor. Und ich dreht und wegflucht in das dunkle Nahen. Und ich danke Gott für Menschen, die GPS haben gedacht. Do je nog mal GPS brauchen? Was würden wir tun mit unser Ding? Von der und da, do wir sonst sehr und dort lehnen. Wir und alle wir haben. Oh, GPS wird mir auch wiesen. Ja, wir verbessern uns einmal ein bisschen. Wir haben nicht ganz reich gekriegt und alles. Aber, ich hatte ein GPS in meinem Airplane. Nu muss ich mich 100% an mein GPS vertrauen. Kan je denken was ich dort spielen deed? Mijn dokter, wat er beziet via de Schweiz. Ik geloof dat dag, hij redet zijn laatste woord. Vertel du vielleicht mit Gott. Denn wir sehr Angst. Das wollen nicht alle sein. Ich gehe ganz makkelijk. Nee, meine Horde stehen gleich nach euch. Und ich schweigt. Aber ich vertraue mich auf die Klocken, wo ich für mich hatte. Ich habe eingestellt, ich weiß korrekt, wo ich hinfliegen soll. Aber ich muss aufpassen, wie du wie ein großer Tower, ein großer Turm, was aufgestellt wird, groß besieht, du wirst so London, du wirst Hospital. Und du wirst ganz dunkel in der Wald mit Regen, flüge ich durch die Stadt. Na, maar eenmaal kijk ik erop en ik wist, mijn GPS zei, ik krijg boven dat werkt zo Londen, het airport. En kijk ik daar weer een klein lachje, dan kan ik dat zijn. Ik weer raag. Dan weer op Paradista. Dan moest ik nog waar vliegen, dat ik moest rumkomen, dat ik me daar kon zetten. En ik deed dat alles zo goed als ik kon, en zoals ik dat geleerd had. Ik kwam daar aan. Dat regen, dan kwam ik ganz licht, en dan weer maar daar donker. En dan kwam ik uit de wald en dan weer ganz licht door dicht bij het airport en ik door mee door Londen. En dan we door langzaam door. Moet afhouden, dat had je dat joch, zeer bozig, maar we waren bad levendig en God heeft ons door levendig gehouden. Ik vertel je dat we gaan alle den dood ganz dicht bij angekijkt. En we hebben eens niet tijd. Alles er rein te merken met God. Wanneer we ons al bekeerd hebben, Jesus heeft de zinnen al weggewaschen, dan kunnen we verzekerd zijn, we zijn bereid, eerst een seconde te sterven. Ja, dat niet schijn dat hij zo'n vrede heeft. Broek we ons niet gruwelen. Viele Menschen op deze wereld, die gruwelen zich van dood. Ik vertel maar een man laatst in Schwannerscha. Ik vroeg hem, bist du bereit sterven? Ik kan deze man gleich zo veel wie vertellen bloos. Ik vroeg hem bloos, bist du bereit sterven? Ik kan het voet zijn. Dat wil ik gleich rijden. Dus dan, je hebt dan een beetje de tijd om spazieren. Viele Frauen. Aber ich will Ihnen auch noch was sagen. Die Bibel sagt ganz klar in Hebräer Kapitel 9, Vers 27 bis 28. Warum das hier so funny? Entschuldigt mich ein bisschen, ich habe mir hier was angereicht. Du aber. Hebräer, Kapitel 9, 27. Bloß ein kleines Versje, zwei Versen, was uns bloß was sagen dann. Ganz klar.
Der Mensch ist dort so bestimmt, einmal zu sterben. Und dann kommt das gerecht. So wird auch Christus einmal, so wird auch Christus einmal geopfert, um viele Menschen ihre Sünden wegzunehmen, bis sie ein zweites Mal kommen wird, nicht wegen Sünden wegnehmen kommen, aber die zu raten, die nur am Löhren. Löwe nur Jesus. Er wird weiterkommen. Wenn wir unsere Horten anstellen, wenn wir unsere Reit merken, wenn wir Gott sein, wo Gott wir am sein, wenn wir nach Gott beten. Jesus, du bist hier mit uns. Du kannst uns von ganzen Horten, du weißt gerade, wo wir stehen. Wir wollen die Frauen, dass du uns vorschlägen. Dass wir uns alle wollen Reit merken und wir wollen Reit sein, wenn du weiterkommen wirst. Und wir weiten, du wirst weiterkommen. In Jesus' Namen. Amen. Ons heeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons top te horchen. Onze Welt leeft van der Duisternis en Angst en Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwem weißt, wenn diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser Jähen bist, wo Läwens Kjoakj ist, oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seier anluden, kann man es besiegen, und sie deren sind up für alle Menschen. Wie kommen hier alle Sonntagsmorgens Taubklack 39 zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben, nur dort dann haben wir gute Leben je Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du mit dein Leben sehen und die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Porte sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen, hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wollen schlecht im Porte sein von so einer Gruppe, dann finden uns nicht Nummer, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, Läwenskjoakj.com. Uns hier erscheint, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die wollen gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die Wurst subscribe, auf den Klinger drücken, dass dort was die dort anhören.